Dir vielleicht herzlich willkommen zurück bei enger neuer Episode von Comedy Luxemburgs Finest Metal Podcast mam Pete am Gilles spannend mein Namen vergisst mehr Sinn haut eurem do für ihr macht ganz viel extravaganten Themen oder für mir engen großen Thema enger großer Band mehr Sinn an einer uncovered Episode in der W Hallo ich mir verliere keine Zeit mit dem Geschwätz ne du da geht schwer. Okay, das ist schon geschossen. Das ist okay. Nee. Ich wollte halt ganz eloquent aufhängen, wie ich für so einen Auto in einem Podcast gelöscht habe. Du hast so einen Podcast, wo ich followen. Ich erwähne den ganz kurz Reihe. Die so zwei Dudes, die auf Lützeburg so Metal-Channel haben und die darüber diskutieren. Das ist schon... Das ist bestimmt mies. Das ist schon lustig zu lauschen, ja. Weil die echt 5 Minuten, da sind wir nämlich dumm gesabbelt. Ich kann mir das vorstellen, dass einfach pure Cringe von Hanne bisher. Ein bisschen. Wundert mich, dass es so weit brut. Wie es brut tun. Ja, es sind bestimmt Weltstars, lo. Ja. Da kann sich nicht auf die Straße trauen, oder nicht? Ja, einmal Sonnenbrille und so. Ja, wie weit sind wir heute ein, mein Freund? Ja, wie es schon gesagt ist, wir schwätzen heute über Behemoth, gell. Genauso wie wir schon über Opeth gemacht haben, und dann hat man nach Metallica, Wintersun. Metallica kennt recht. Ja, aber sie ist wahrscheinlich schon raus, wenn die heute raus. Das wissen wir nicht. Das weiß just... Wie muss man das machen? Man kann gar nicht wählen. Da muss man immer das ganze Schedule auf den Kopf gehalten. Ja, das ist wie letztes Jahr, wo wir es geht haben, alles Gutes wie Christ, aber wir haben das am Oktober abgeholt. So ungefähr, ja. Ja, mir was was. Ja, was. wir sind hier während der polnische Death Metal, Black and Death Metal, Pagan Metal, keine Ahnung, was Black Metal Bands aus Polen, Behemoth, 1991 gegründet, schon ein gutes Zeitchen dabei. Ja, feiern 30 Jahre. Wenn wir die heute nicht besitzen, 21 rausbringen, dann ist das 30 Jahre, pardon. Ja, so ja auch ein Dingens geplant, Konzert, wo, wie heißt das schon mal, ein ganz 30 Jahre auf Blasphemie. Ja, genau. Das hatte ich gesehen und das wird wahrscheinlich auch ganz blasphemisch, wie sie schon prophezeien, gell. Wie, was das Behemoth, den Titel an den Numm, also sich von einem arabischen Ungeheuer, so, oder jüdischer Mythologie, wenn ich mich nicht irre. Ja, jüdisch-christlich Mythologie so ein bisschen, ja. Ja. Und, das der stellen ich mir immer massiv viel, so bombastisch groß an Muskelprotz gepackt an so vergleichen ich auch gerne Behemoth an der ganzen Szene zumal zu dem wo sie eben gesehen all ja Jahren. Definitiv also größte Numm haut zu das geil schon mal Mainstream Numm für so ein Extreme Metalband so eine Schlummel ja und mit so klein gefangen ja so klein das gefangen ja. 1995 echt ein Album Svente wird rauskommen. Ja, absolut. Und ich meine, den Nergal hat damals auch so knapp so 18 Jahre gehabt, wo den Album rauskommt. Das ist ein bisschen ein australischen Black Metal Album. Okay. Richtig oldschool Black Metal, nur in der norwegischen Szene gehalten. Fand ganz cool, ich ein Album immens gerne. Auch den zweiten, den Jahr drauf rauskommt, ist Grumm. Auch sau cool. Sound ein bisschen verbessert, aber trotzdem also so richtig oldschool Black. Pardon? Ja. Okay, Stress. Und da sind sie los, war nach den Pandemonic Incantations kommen, die kennen ich wirklich nicht den Album, muss ich sagen, ne? Ich muss da leider gestohlen, also ich kenne just die halt dann an dem Fall die kommerzielle Sachen. Okay. Hechte so ich schon so kennengelernt mit was war das Telema 6 nicht kennengelernt was wie ich das Lied schon mal also Christians to the Lions das war das Lied und schon den Titel so extrem fand ich muss da direkt lauschen das ist mega awesome das Lied ja und ja aber den nächsten richtigen Album wo ich ganz gelauscht hat tun wo mich ein bisschen geflasht hat das war Demigod mehr ja, so kommen man nach Diana muss ich so ein
kennen nicht net wirklich wisst du goufen viel nei oplaren Hanolo auch für kurzem nach als nach neue Sachen abgelöst gehen ja Melo ganz so viel kann nicht du per se Schnitt drüber ziele leider Gottes ich fand Satanica fand ich mega geil okay das aber auch schon ein richtigen Death Metal Album geil sie hatten du ein bisschen Stilwechsel gehabt von Black of Death oder ja so später hin dann Blackened Death Metal genannt ne wie ich so das Telema 6 von ein absolut geilen Album ne und, ja ab 2004 haben sie mit Demigod dann auch Label gewechselt zu Pre-Gain Records den Album war auch vom Carl Sanders produziert den viel ändert der Kopf von der Death Metal Band Nile kennen dementsprechend wird ein Album ein bisschen den musikalischen Sound gehabt von Nile also das ägyptischen Sound ja hat also tat ein effektiv so eng babylonisch nenne ich einfach mal babylonisch seit ja aber dezent genug wie du hast du für du habst gesucht sonst mal so also Behemoth kann ich mich erinnern als an der Zeit wie ich Martine nu gefangen und waren sie immer gleichgestaltet mit der ärmerer großer Band aus Polen und das Vader ja das war so Behemoth oder Vader das war so den Duo wo Polen bisschen dominiert wird das stimmt von dem was mir zumindest gelauscht hat tun ja und auch das Vader bisschen an Hintergrund geroden ja ja von die letzte Album für Vader und auch nicht so mega prickelnd von gehabt das war also was bei Vader kurz Klammer opmachen Vader als wie gesagt oh, eng polnisch Band an die hun immer Death Metal gemäht gell immer radikalen Death Metal han nur bisschen vielleicht ganz licht Trash Influencer mal dragefloss du an den rezenten Albumen mehr ich kann mich auch erinnern dass du viel Alben sich ich will nicht so geglach hun mehr ja so bisschen aber du wusst wo ging kommen irgendwie. ja Du hast dem selbsten Haus eventuell Vader ist vielleicht auch eine Band wo ich kann denke hi und so Dinge durchstellen weil schon ehrlich gesagt hätte ich noch eine gelesen so ja die gehen doch nach ja die gehen halt gern vergisst zum Mulz von dann aus Bands wie Behemoth so richtig ein Mainstream Band wo weltweit schon in NRW war an wo auch schon zu Lützeburg war auch live gesehen hatte für ein paar Jahre das war ein ganz schmackvolle Konzert auch von das rammelvoll war bis oben hin ja war ein bisschen zu viel Leute so bist du schon a Corona-Zeit wir selbst nicht gegangen wie die soll du das war Platzangst gefiel schon mehr kommen wir zurück bei Demigod sind wir hängen geblieben Demigod wie gesagt Carl Sanders wird das produziert und das ist auch den das war mein echten richtigen Album wie ich gesagt habe wo ich gerne gelauscht tun noch ja meine von auch ja Lieder richtig gut abgefallen sind wie halt Conquer All das Lied ja das ist bombastisch pure Blast auch geil den Ufang Riff geil den also so geil so gut wie auch catchy gleichzeitig an was auch ganz wichtig ist als Slaves Shall Serve den Intro wo du irgendeinen Gibberish do für so schön krölt und dann kommt so brutal ran das war geilen Album schlecht sind noch Haut wirklich Lever wie Munsch anderer geil muss ich das sagen was auch mal den besten ne? Ja, stimmt ja, das ja. macht ganz viel den Album ne? ja kommen nach 2007 kommt die Apostasy ja auch ein guten Album kann nicht gehen so schon vielleicht gerade so gern wie verschiedene andere aber ja es war anderem ein Album wo Behemoth from in Replik mehr hecht brücht wird Punkto Bekanntheit Punkto opfallen ja sie gehen auch oder zu dem Zeitpunkt vielleicht nach nicht aber du wirst du schon gewissen so eng Distanzierung von dem obwohl sie du schon ein bisschen am Mainstream waren so dass hier Extremität gerne gewesen hun ich meine das kannst du definitiv klarstellen weil durch Videoclips schmengend war effektiv du Prometherian hast du nee sorry at the left hand of God das war ja, das war ja mega bekannt das war so mega episch aufgebauten Videoclip ja. Auch anderem alles biblisch oder antibiblisch influenziert viel Blasphemie dran
an dat stark vom Alistair Crowley Genau. inspiriert überhaupt all die Albume sich von ihm inspiriert von seinen Büchern und so. an dat war halt da noch ich kann mich erinnern dat as war 2007 dat auch schon lo en gewissen Zeit hier so Videoen Demos och op MTV an so ze gesehen Ja. war schon so okay war das dat do dann gell krass Ja. dass der jetzt so weit packe gell dat muss ich Ja. schon so ne Und da kommt 2009 Evangelion und das war von den Album wo ich so gefangen mich richtig an die Band so verleben muss ich ja sagen. ich kann mich Sto noch erinnern Ja. ich mein du hast den Wenn du- Album ran Robert aufgelauscht hat Ja, du hast mal Lernsprücht werden zu Summe gelauscht hat gehört und ich war wow du hast das ja das genau mein und nicht die Lernspur geschwister ja das verstehe ich doch genau sitzt bei mir daheim zu Papping auf der Küche mir den Album gelauscht hat das ein schönes Album also so kontrovers dat lo klingt das ist ein schönes Album das net auch seng symphonisch Momente wo fan ich auch engerseits gut ran passen kann ich dat so war auch Ja, ein bisschen ja. so griechisch influenzeiert ein bisschen tut mir stehtweis und eng einer Band wo ich auch gerne lauscht drin und Rotting Christ Passagen Sei, war echt am Opbau net lo an der Artwese gespielt hun oder so noch anderem wann du groß Hits drauf wie auf Fire and the Voyage wenn das haut da even ihre bekanntest Lieder Lucifer geil. Lucifer Alice Ladies of Pornby so geil Lieder absolut geil Lieder an das war ihren nächsten Album wo Apollon Gold gewonnen hört ne? Ja, das dat kann ihn auch dat packt doch net all Band nee da kann nicht die verreven nicht behaupten ne? net wirklich sie waren noch mengg du schon ab do oder schon am Album 4 waren sie bei Nuclear Blast sie noch mengg nach immer do ab Evangelium waren sie bei Was? Nuclear Blast, Evangelion, okay ja. genau ja an ich mein du hast die Erfolgsgeschicht munter weitergefolgin ich mengen Ja. wat du no as halt den Album kommmenglisch wo wirklich klar gemähtet dass Behemoth aus der extremer och teilweise kommerzieller Metalmusik nimi wäsch zu denken ass ich kann mich sto de Videoclip erinnern wo ihr auch in denen krasseste Videoclips überhaupt fungiert wo öffentliche Fernseh gelaf sind dat war wie Blow Your Trumpets Gabriel Ja. rauskommers dat war schon e krasse Video an engerseits aber auch genau bei dat gepasst wat sie ab do gemäht hun Ich fand immer krass dass ich die Video ich wie nie so krass von hun Schweizer lo gehen nicht aus oder nicht okay das ist schon stark blasphemisch ja das war gefallen gell. Aber schon lo nie so dat bestand lo extrem geschockt wird aber ich kann verstohlen dat vielleicht einer Leid geschockt wird also ich kann dich beruhigen lo das net lo dass mich persönlich lo méi schockiert huet wie andere ich menge mir hun Cannibal Corpse CD do wo de cover méi krass aus wie ihr wat vielleicht ha ein Video gewieseget ja das vom überdriven das Ja, das- überdriven ja. Darstellung und der Titan das vielleicht schon ein bisschen echt gemengt das mi extrovertiert durchgestalt wéi schwarz sie am Anfang sinn oni sech Demos überhaupt zum Black Metal wirklich zu bekennen oder zu dem größten satanische Begriff Wurzeln die sie Black Metal ne? gelieft Hier Wurzle Sio Black Metal ne? das ja okay das in der Reihe mir schon Behemoth man nie heieren soen oder erkennen von ihrem Interview sie wollen sich immer aber von der extremer Sport distanzieren also wat mir machen Behemoth Musik am Anfang und sie sind am extreme Metal do an den Videoclip as extrem Ja fannech ja generell schmengen all Videoclip wo Hanno auch von der Satan ist wat den nächsten Album war all Videoclip als schwarz-weiß wie dem Ja. ganzen ein bisschen Druck zu verschärfen ja Titeln schmengen Titel schwarze für sich oder pro nobis Lucifer gell keine Ahnung gell Mess noir das sind halt Titel wo mehr just an dem Black Metal rumfannen an allein den Albumtitel Das- ja. den Mainstream Albumtitel den ist einfach Cash the Satanist nennt das also schon
das riecht raus wie schon gesicht ich mein, was dummer der Kischocks ja wenn Alben den Nuclear Blast rauskommen Ja. schon ein paar Mal muss ich Ja, da sagen. muss ich auch so mit dem Marketing absolut gut geklappt, weil ich kann mich effektiv erinnern, wie den Album ungekündigt ging hast. Et gouf nach ke Cover neicht an et gouf schü den Titel. So Ja das wann du so viel Druck guckst, der Apostasy oder Evangelion oder Demigod, Ja. okay, das ist immer irgendwie mythologisch orientiert. Das heißt einfach so, Ja. boom, Boom am Boom. Gesicht ja das Satanist, gell. Voilà. Mir das tun sie aber auch, also da das, ich finde so mein absolutes Lieblingsalbum von ihnen, mir das ist den Album, wo sie jetzt absolut Potenzial zu 100% ausgeliefert tun an genau all Lied als so schwarz wie nucht an so ja wie soll ich gibt- sagen? da gëtt auch einfach Sinn der ganzen Album gëtt Sinn von Han bis 4 Ja. die da sie perfekt op ne gestimmt gell auch wie de Verlauf was wie sie kommen ne an das schwarzen Album das e mengen Lieblingsalbumen ich mein, hat mir also Licht gesinn Ja. mich so an den Album flav und ich kann den noch immer schlecht mindestens 2 3 4 Mal am Jahr da muss ich den Album lecker lauscht dran ne? Ja, was ich halt so interessant fand auf dem Album am Vergleich zu Evangelion war nach wirklich extrem von Blast aber von den typischen distortierten Gitarre wie sie Ja. am Death Metal Fans dominiert ja an Hai hun se wirklich hier können an hier verstohlen von den schwarzen Origine von den Roots vom Black Metal dorafläste los das an ist einem- perfekt kombiniert ja an einer ganz dynamische Aderweise und das wird dem Album wirklich den Schaum verliehen an ja ein Album ist einfach wirklich von denen Fleisch wäscht aus dem Genre gell, definitiv gell. An du hast hier noch etwas passiert und ich meine das können wir so dazwischen erwähnen ne was du geschieht aus ich meine das war du no oder während dem Abholen man Nergal mengst Ja. du das war 4 drunter war no Evangelion gell ja war Joer no Evangelium 2010 hat den Nergal klengen krassen Schicksalsschlo klang. ja das war falsch okay ziemlich krasses Schicksalsschlo hat mich Leukämie diagnostiziert hat ne hätte net gut im ausgesinn wie später hin gesot huet ich hat auch schon ein Biografie von him merci ja Jean merci Pete ja stimmt ich hat es rekommandiert gehabt schon vergess Confessions of a Heretic menglisch ja Confessions of a Heretic ja an ja dort noch die ganz Geschichte natürlich beschrieben gehabt wie sich dabei gefilt hue wo Diagnos den Hai an Doga an hat wirklich gut ausgesinn aber in das immer dabei ist ne in das schlussendlich gerät gehen durch eng anonym Knochenmarktspende die im Klewe gerat huet an ab du no huet schon sech ganz viel geändert muss ich so und him mengst du oder generell und him ja ja kann ich so ja das schwer so Lebensarbeweis wie hin lieft huet definitiv geändert gehabt ne ich mein hier war 4 runter schon eine große Numm Apole gewircht aber ab du no huet sich wirklich nach méi an de Mainstream war geschlacht war eigentlich BMO hat der großen Numm gehabt am Endeffekt kann ich so zu krass wie er klingt dat du von senger Krebserkrankung profitiert hört ja ich verstehe was du meinst ja an ich mein, kurz drauf hatten dann bei Polen hatten war Jurymitglied gewircht bei The Voice of Poland ja war dann sich extrem extra was se Figur wie hin du dran zu setzen an ich hatte geheieren gehabt dat der Fernsehsende dat kurz Trupp bereit hört aber ja, den Kontrakt verändert schrieben dem Nerger war ganz sowieso scheißegal hin gesagt ich nichts im Geld gemacht gell mehr tut aber anderen
sind Bekanntheitsgrad rum abgeschraubt ne? Ja, ich meine, sie sind auch wahrscheinlich zu mehr wie 100% so der besten Export wo Polen zu bieten hat, gell? Von Metal definitiv ja also den bekanntesten Fall, ja. Du kannst sie schmengen schon bald gleichstellen wie Nightwish oder Finnland das. Ja So, weißt Ja, du, doch. so, Ja, so doch, du findest doch. die CD wahrscheinlich an all CDs Boutique. Du hast sind ich überzeugt davon an ja, das aber bon, ich meine zumindest als ehrlich genug an der Seite dann einfach so okay, das ist mir egal, ich meine für Geld. Das muss ich dann natürlich auch respektieren, egal was du musst, gell. Ich meine, sie hat ja nachher no dem ganzen Zwischenfall, wo lang krank war, hat der auch nach die andere Band gegründet. Ich weiß nicht mehr, Me and That Man oder so, Ja. wo sie so ein bisschen mehr an der Blues, also Blues, das ist schwer zu definieren. Ja, hat eng Zweetband gegründet und so war solo Projekt von him Me and That Man an dat ja Bluesrock Also ja, kannst du das nennen ja. Hat gesund net Bock drüber gehabt, weil och se aus no méi wie ist Metal lauscht hat man vor ganz viel andere Sachen inspiriert das wat a wo dit für en Gefall huet ich muss natürlich auch so am Black Metal Asien kein besonders belebten Figur. Nee. Du kennst schon bald so, du just lo als Reflex von mir, dass so eng ähnlich Band dobausen, die wir auch noch werden durchknallen, die hat schon viel lang so einen ähnlichen Status, das Cradle of Filth. Mit Danny Filth als Frontman, gell? Ja, So, ja. die zwei, oder nach genug andere, oder so ähnlich eben wie den Danny Filth als den Nergal gar nicht gut angesehen, weil auch sie all hier an schon gedreckt kriegen, der hat den Black Metal, all die neue Form von Black Metal, wo du war so ein bisschen so, die An das Sellout natürlich. an Sellout, an so das ein bisschen so rum verschoss. Me, was du da noch, dass den, weil ich wusste das nicht bis heute Mitte, weil ich schon gefuddelt habe, schon mich ein bisschen spät präpariert. Was du dass den Ärger auch mal engem Lützebäuer etwas gemäht hat? Nee, das ist die erste wo ich das Naja, höre. es gibt nämlich eng Lützebäuisch Neofolk-Band, die Rome heischt. Ich schon den Namen kannt, Rome, ich weiß auch nicht an noch schon ein paar Sachen von ihnen hören, da das so, ja, Neofolk, vielleicht ein bisschen Industrial heinst du so dran. Okay. An gewissen Jerome Reuter aus dem ich schon dick lang mit Rome Musik an in oder engem Album mit ihr den Ärger als Gastsänger. Okay. Und zwar am Album The Lone Führer, nicht Führer, ne, nicht Führer, das eine andere Sache. Führer, du hast da drauf. Ich habe noch nicht gelauscht, aber ich will es dazu machen, weil ich meine, das ist auch nicht alldach, wo es mit so einer Figur kannst etwas machen, wie auch immer das Lied klingt. Ja, natürlich. Okay, interessant. Das machen wir dann hin, wenn wir fertig sind, dann lauschen wir das. Naja. Ja, Ja, aber wie gesagt, das ist da besonders beliebt in den Sellout, weil er bei The Voice war, weil er bei einem polnischen Popstar zusammen war. Ne? ja. Wo ich daran nicht verstehe, wieso kleine Leute dagegen tun. Ich meine, Safe-Party zusammen. Puristen. Ja, Also ja um den das ewigen ist genau Proben. das. Das ist genau das. Das ist total Schwachsinn. Aber bon, auch wegen Me and That Man. Ja. Die ich auf eigentlich cool fand, muss ich sagen. Zum ersten Album, wo er noch selber gesungen hat. Und das zweite war mehr mit Gastsänger, wo er das zusammen geschafft hat, wo er das Gitarre gespielt hat. Mir auch den ist ganz interessant. Und ja, das ist eine fragwürdige Persönlichkeit natürlich in Polen. Das ist natürlich auch genauso wie belebt als noch gehasst und nicht an Black Metal mir auch in Polen. Für was? Weil Polen noch immer ein immens katholisches Land ist und weil hier so gesagt ein selbsternannter Satanist ist. Ne? Ja. Obwohl das nicht beim Satanismus den mit Menschen an deren Opfern, ob sie den nicht seine eigene Art und Weise, seine eigene Auffassung gefunden. Ne? Ja. Ja, Und das das fehlt natürlich ein Dorn am Auge. Ne? Ja, und das auch aus einem Buch, was wir alle 2 Jahre gelesen haben, zum Teil, also ich zum Teil, so, Ja. seine Form von Satanismus wird ja, wie du gerade siehst, das ist just ein Begriff, das wäre eine ähnliche Lebenserstellung, aber das ist noch nicht eben das Offeren und das extrem nur bei uns Leben, mehr ein ziemlich, ja, nihilistisch
nihilistische point de vue vis-à-vis von denen anderen aber vielleicht auch vis-à-vis von denen Leute eben dann den Haters gell? So das mir egal ja. Also eine Form von Rebellion gegen die katholische Kirche. ja wat sowieso prinzipiell Definition von Black Metal aus Ja, ja. zum Deal Hat doch ganz viel Griechaffäre laufen Ja. nach Polen. Ich meine, von den bekanntesten Kehren war, wo der Bühne eine Bibel zerrappt hat. A Polen. Ja. Das ist nämlich pure Blasphemie, du handeln. Und ja, war im Endeffekt freigesprochen wegen viele mehr. Ich meine, da wurde schon viel Suche gelöst bei seinen Griechaffären. ja dat sicher aber hinnners auch van hier lo den Main Artist an Behemoth ass an Metalmusiker as och Geschäftsmann musste schon Ja. so entschmengen du hast mir gesot das effektive Schwstat net dass engege Korversalungen ab Poland Genau, Und, Barbershop. Barbershop ja sorry an schmengen okay wann du so gelegen kris an du hölze net fir wat net méi dann hörst du alterem den üblichen dingens ja wie kann een den so liewe vier gaukelt wer seit Satanist an so an da geht's so etwas machen Mir wat da dem die Männer zu denen so ich mal dann da das absolut richtig schmengen dat kannst du bei viele Sachen so na meine ich hin verstehe doch net hin also im Mensch den immens ger am Mittelpunkt steht gell an noch immens ger tralala mischt längseriert im Sing ingen Person wie auch um einer Sache ne nicht immer zum besten du war nämlich auch für pro Jahr war du ein 10 gewircht wo du groß op Insta und auf Facebook gesagt wird wo anscheinend aus einem Fitnessstudio rausgehalten genoss weil ein Darkthrone T-Shirt unherz weil die auch dort als Blasphemie gesehen haben später hin hört Fitnessstudio gesagt was sehr gut nicht wo gewircht und wird hier noch gesagt ja ich wollte einfach ich wollte ein bisschen Aufmerksamkeit tun würde selber so gehen ja das dann da weißt du dann was du gesucht ist also bisschen zwielichtig vielleicht ja dann auch ja ne? ja ja also So. genau eine zwielichtige Figur aber schon wohl nicht gehen dann keine Ahnung von das Fleisch auf die enger da weiß mit Vorsicht zu genießen aber am größten Ganze fand ich das wahrscheinlich aber relaxen Dude ne auch wenn ich nicht persönlich kenne nee dat net nee dat wisse man net mir kann Jole net privat natürlich nee ja also wat ass no dingens geschicht no der Satan ist ja geschossen mir in dat man war kom da war nach weitere BM auf Album kom I love that you darkest Jo. den musikalisch schon auch ein bisschen beeinflusst war von dem was mir in dat man gemacht hat weil er vielleicht den nächsten Moment nicht erkennt aber ein Album hat schon ein bisschen einer Seiten die ihn opsit ne ja ja also, ja, du kannst ja, du auch nämlich kannst dazu und das definitiv kein Satanist 2 ne das definitiv nicht nee an dat das jo so dat zwei ganz ehrliche dat ich mal erwart hun das ist einfach die meist Leute sich erwarten oder zumindest gehofft hun an Ja. jeden Fall so, Ja. wow, okay können se de Satanist übertreffen dat wat froh so man musste Satanist übertraff gehen das ist Jana froh weil ja den hast ja gut so wie du schon steht dann mehr persönlich gefällt den neuen Album wie soll ich so sie komischerweise genau die Lieder wost du gesucht hast wie Barzabel oder Sabbath Matter oder an war das noch Rome was Rome ich meine ja wo wirklich so krass von mir an dat man influenziert sind die gefallen mir besser wie du zum Beispiel Lieder wie auch von net schlecht wie Wolves of Siberia oder so wo ein bisschen well sinn wie das Satan ist du verstehst was ich verstehe was du meinst weil du Wolves of Siberia fand ich als ein Lied das hat kein den Teil Kell nach Mother of the Satanist kommt ja ja ja, das ja. aber auch von den ähnlichen Lieder im Album Drop von dem ich da behauptet ne der Rest ist wirklich mit okay. der Woche den Twitter Woche definitiv BM of Sound ja aber das ja das aber sehr nicht das obwohl Angelus kennt zwar auch ja,
das bist mir will das Lied Ball voll ja. Ich mein, das macht das willst du. am Endeffekt das darüber BMF ne ich meine sie machen auch K-Pop Album das ist schon nicht Schritt. I'm a Satanist. In, keine Ahnung, was. Ja, in Satan's World das ist schön. Komm hier schreiben ein Poplied. Say it with Blasphemie. Das wäre da mal etwas. Wäre auch, ging auch genauso gewöhnlich ankommen wie als Podcast. wahrscheinlich Ja, aber bon, egal. Gibt es irgendetwas Spezielles, was du eine spezielle Verbindung, wo du mit Behemoth tust? Weil ich weiß, dass das eben eine von denen von Dingen absolut favorite Bands sind. Kannst du noch so viel wer? ich meine natürlich alles halb beschrieben gehabt nee keine Ahnung So im Moment, wo du vielleicht kannst du noch erinnern, dass oh, da du verbannen ich dummert an. Ich weiß nicht, ich schon also so Momente, du sicher auch. ja fällt mir das ist nicht unbedingt in an mit aller echt Moment wo ich der Seiten ist die ich durchgelauscht hat schon war ich relativ baff gewirrscht gell da war ich wirklich so wow freck tut das abs großes gell nicht mal definitiv gedurcht BMF also ein bisschen ein von den Bands gewirrscht die mir später hin an den Black Metal selber rabisch tun wo ich auch gefangen hin ja hier bis hier echt Album mal zu leuchten und so Ja, dafür bin ich das ist schon doch auch dann dankbar. normal, ne? Dass du von da aus vielleicht mir weit gucken bang was. Für das recht ja also schluss kein Gelegenheit aus für das lauschen im Ball voll vielleicht leben ich auch ein bisschen nur dem Lebensprinzip wie den Ärger just was spannender suchen und wie hier mehr Das Ding ist schuld. ja Kannst du ihre Barbershop reich Podcast mit dem gimmer schon genug reich Ja. Du kannst eure Barbershop machen oder man auch so wie sie, weil das ist mich ein bisschen, muss ich so ich finde nicht so steuert, aber ich fand einerseits gut für die Band, aber irgendwo sonst man so, ja okay, das wirklich loben, neidisch. BMF gehört leider auch dazu, BMF hat ihren eigenen Kaffee, so wie viele andere Bands mittlerweile, auch bemol Kaffee Bier Kaffee machen. Ich fand nicht, irgendwo fand ich es cool und irgendwo fand ich doch ein bisschen, ich will nicht so unneidisch, aber so, ja, okay. ja von Das so, ist so, wenn's das willst tun, ja, schön gut. Wie, oder man sind nur noch Wein, ne? ich mein das Bier Ja, rote Wein Wein, wird für mich das wirklich passen ja das wäre selbst was dann der Gal kein trinken und dann so Ja, Satan Satan, ja. Ja, dann Gorgorov muss doch Wein machen. Mit denen darf nicht rot sein, die müssen effektiv so schwarz sein, wie mir ein T-Shirt, wo ich gerade habe. ja Wie für den muss die überhaupt noch eine Zucht Wein drauf kreiert gehen, die wo effektiv schwarz ausgesehen oder schwarz schmecken. Gell? die schon gefault sind dann nein Wurst und da rumfaulen Schöner Prozess. und dann müsste Wein draus sein. Also das ging dort zu Schakaf gehen. Brauchst du viel. Ja Das ging alles Kaf gehen. geht alles kaufen Geht alles kaufen. sie sind aber auch kein Band wo sich geben so Sunlaut trauen mengen auch wenn sie bei Nuclear Blast sind oder waren Wie meinst du? Gorgorov Ja, aber sowieso. Das ist auch eine Band, wo man vielleicht gehalten durchschwimmen. ja wir kennen noch vieles noch so viel viel. Oh, Mann. So viel uncovered Oh, Mann, Episode oh, Mann. werden nach gehen. Müssen wir aber auch vielleicht, just für nach einem kleinen am Anfang kannst du als Podcast immer auffangen, so wir machen eine große Klammer ab, aber wir machen sie zum Schluss zu, weil das alles so random ist. und dazwischen machen wir ein paar Parenthesen ob Ja. Boah, das wäre eine mega krasse Formel, wenn du das Ding abschreiben, gell. Mehr, wir müssten vielleicht auch irgendwann ein Power Metal Band so eine uncovered Episode dran holen. Das ist mir just angefallen, spontan angefallen. ja du weißt du zwar mit erzählen wie ich mehr Ja, das ist okay. ja Blind Guardian zum Beispiel meine die man Effektiv, ja. die Jahre ein bisschen ihre Stil geändert kann ich so Ja, das oder vielleicht sogar war das Mensch identisch. Rhapsody mit einer Million Nimmwürzel. ja du weißt du definitiv mit erzählen Ja, das ist kein Stress. Aber aus sich probieren wir ja aber immer Sachen zu finden, wo wir allen zwei. von allem ja Me, was kann ich noch zu BMF so? Ich meine, das möchte als gesucht gehen, zumindest für die kleinen Überblick zu kriegen, was BMF ist.
also schmengen de Peter nech mir können definitiv rekommandieren für die Leute wo nicht mat wo gun nicht mat den Begriff Behemoth können aufhängen ging ich persönlich einfach so okay dann ging ich kar immer mat dem letzten Album aufhängen ich meine das den vielleicht den einfachste Firanz kommen ja doch da bin ich da recht ja schon mal kannst du bei von Hand auf 4 so go also von Hand op den echten zurückgehen Schabal, ja ging schon bald Sinn gin fir sich den Schwarzmetall gut zu schwätzen mir am Ball fall auch hier echt Album kann ich absolut rekommandieren das ist richtig anständig gemacht eine Black Metal wie soll sinn Ja. auch mat viel slawischen Folkelemente dran Fein. die immens gut passen geil fand ich immens cool generell können aus dem Eck an alles wat Metal aus aber Polen aus Tschechien Ukraine alles wat so bisschen wie schwarz als ganz volkisch orientiert wat mega geil ist muss ich so ja generell de Black Metal aus mengsch een von den enschen Genren vielleicht den enschen Genre wo so viel Folk Influenzen huet nach méi wie de Schlager oder eng enger Form vun volkescher influenzeiert der Musik mehr ja da das fir eng einer Diskussion wie du ab zu soen Ech wie nicht mit ze so schon mein gesot du hast dein gesot mir gin lo erlossen ihr dabei an mir gucke wat man demnächst so am Petto hunn an dann ja a wo auf Wiedersehen merci au revoir ciao wat man nach sayonara sayonara gomena seides goodbye neicht aus dei Jobu des mir gut okay auf Wiedersehen See you later. bis dann ciao ciao